Das ist mein letztes T-Shirt, das ich noch im Schaft habe. Weil alle anderen T-Shirts habe ich letzte Woche verschwitzt. Ich bin nämlich zusammen mit meiner Mami und meinem Sohn als 3-Generationen-Team in Uganda gewesen, und wir haben dort miteinander einen Einsatz machen. Wir dürfen mit Compassion und mit 4M haben wir dürfen auf Uganda gehen und haben dort dürfen einen Muskathlon absolvieren. Also Muskathlon ist ein extremer Einsatz gegen extreme Armut. Und wir sind als 3-Generationen-Team miteinander gegangen und haben eine mega geniale, bewegende, beeindruckende Woche dürfen miteinander erleben. Wir haben unter anderem unser Patenkind dürfen treffen. Auf dem nächsten Bild seht ihr, das ist die Familie, die wir haben dürfen besuchen von Davis. Wir sind da 10 Kilometer über Berg und Hügel und Tal in Wald hintergelaufen und haben dann dort den Davis bei ihm daheim besuchen und haben ihm dürfen ein paar Geschenke überbringen, aber vor allem haben wir sehen und erleben, wo er so unterwegs ist, wie sein Alltag aussieht, und es ist mega beeindruckende Zeit gewesen, die wir haben dürfen erleben. Und dann ist natürlich am Donnerstag dann der Muskathlon gekommen. Dort haben wir als 3-Generationen-Team sind wir miteinander alle zusammen 21 Kilometer gewandert um den Berg herum, den ihr hier seht, im Hintergrund. Und nach ca. 5 Stunden, nicht ganz 5 Stunden, haben wir es dann tatsächlich auch ins Ziel geschafft und haben alle eine mega coole Medaille bekommen. Vor allem der Seraya ist natürlich sehr stolz auf seine Medaille, die er da hat dürfen bekommen. Und das war unsere Woche. Dann, am Donnerstag war der Lauf. Am Freitag sind wir 5 bis 6 Stunden mit noch ein bisschen Ananas umwegen, weil wir haben unbedingt noch Ananas kaufen auf dem Markt. Am Flughafen zurück, sind die ganze Nacht geflogen und am Samstag am Morgen sind wir gelandet und am Sonntag am Morgen darf ich jetzt da wieder bei euch sein und Predigt haben. Genau. Wer Freunde hat wie ich, der braucht keine Feinde mehr. Genau, danke Sabrina für die Predigteinteilung, hast du genial gemacht. Ist natürlich in Absprache mit dir, ich bin jetzt böse gewesen. Ich habe gesagt, das kommt gut, ich mache das, ich will das. Ich freue mich nämlich, da sein heute Morgen wieder mit euch, um da unterwegs zu sein. Genau, und ich möchte euch noch etwas mitgeben, was wir gelernt haben oder was mich ganz besonders beeindruckt oder bewegt hat auf dieser Reise. Wir haben dort in Kampala Slum besuchen. Wir sind dort im Slum unterwegs gewesen und das ist einer der bewegendsten Momente gewesen, wo der Schweizer Psalm je gespielt worden ist für mich, nämlich von einer Blechmusik von Kindern aus dem Zentrum dort in Kampala haben sie uns mit einem Orchester in voller Montur in wahrscheinlich geschwitzte Kleider sind sie dort gestanden und haben Vollgas den Schweizer Psalm für uns gespielt. Und normalerweise ist das ja nichts, was etwas emotional mit mir macht. Aber ich sage euch, dort ist schon einfach ganz viele Emotionen wach geworden in mir drin. Einfach zu sehen in dem Moment, hey, die lernen für uns den Schweizer Psalm und marschieren vor uns her in das Slum hinein. Ist auch ein bisschen peinlich, wenn du da hinter einer Blechmusik herlaufst. Hallo. Fallst ja auf als Weisse in Afrika. Der Seraya ist ein paar Mal angelotzt worden wie ein Einhorn, das da die Straße runterläuft. Es sind wirklich Kinder stehen geblieben und haben mit offenem Mund geschaut, wie er da vorbeiläuft. Ganze Schulklassen sind zum Wald ausgerannt oder sind alle aber noch die Straße gerannt und haben geschaut, wie der Seraya da vorbeiläuft. Als Bub mit blonden Haaren war er natürlich sehr auffällig gewesen. Genau. Aber das, was mich auch mega bewegt hat, ist die Geschichte von diesem Land in Uganda. Und darum möchte ich euch das erzählen, weil da gibt es ganz viel Hoffnung auch für uns. Uganda war nämlich nicht immer eine christliche Nation gewesen. Es war ein Land, das sehr fest und tief in der traditionellen Geisteranbetung daheim war. Oder auch ganz fest im Islam unterwegs war, weil der letzte Diktator war selber Moslem und hat bestimmt, dass das Land jetzt muslimisch ist. Und heute sind 80% von dem Land sind Christen. Und zwar
nicht wenige, also der grössere Teil von diesen 80% sind wiedergeborene Jesus-Nachfolger. Und das hat mich mega beeindruckt, zu sehen, wie Gott einfach ein ganzes Land für sich selber in Anspruch nehmen kann. Und wie einfach die Menschen dort als ganze Nation Jesus nachfolgen. Es war mega beeindruckend, wo wir auch waren. Die haben sehr viel offenere Umgangsformen als wir. Also die sind sehr viel schneller mit uns ins Gespräch gekommen, als man das schon kennt in Europa. Und viel, wenn wir nachher gefragt haben, kennst du Jesus? Ist die Antwort eigentlich immer gewesen, ja, ich liebe Jesus, ich bin mit ihm unterwegs. Dürfen wir zusammen beten? Ja, komm, wir beten zusammen. Einfach so am Pool, im Hotel, mit einem Hochzeitsbesucher, der dort gerade eine Hochzeit am Feiern war und einfach auf uns zugekommen ist und ein Foto machen mit uns. Und das hat mir mega viel Hoffnung gegeben für die Schweiz. Wenn Gott kann in Afrika einfach ein Land, Uganda, für sich selber in Anspruch nehmen, dann bin ich zutiefst überzeugt, dass Gott das auch da bei uns machen kann. Auch da in der Schweiz kann Gott einfach sagen, das ist mein Land. So wie wir es vorher gesungen haben in diesem Land, in diesem Lied vorher gesungen haben, hey Gott, du hast noch nicht aufgegeben, du hast die Welt nicht aufgegeben. Komm, regier du neu in unserem Land drin. Und darum möchte ich jetzt einfach gerne mit euch zusammen einen Moment nehmen, wo wir einfach für die Schweiz beten. Wo wir miteinander beten, dass Gott auch da bei uns, so wie in Uganda, einfach das Land für sich kann in Anspruch nehmen. Dass das keine Fantasiewelt ist, dass 80% mit Jesus unterwegs sein können in einem Land. Und darum darf ich euch jetzt bitten, dass wir einfach schnell miteinander aufstehen und miteinander für unser Land beten. Dass wir beten, dass Jesus doch auch König werden in der Schweiz, so wie er König ist in einem anderen Land in Uganda. Ich möchte stellvertretend für uns alle beten. Tönt doch die Zeit jetzt auch nutzen, um für euch, wo ihr seid, am Platz einzustehen für unser Land und zu beten, dass Gott auch wie dort bei uns auf dem Thron sein darf. Jesus Christus, ich danke dir, dass du die Welt noch nicht aufgegeben hast. Dass du nicht fertig bist, dass du noch am Wirken bist und dass du auch die Schweiz kannst für dich in Anspruch nehmen. Und ich möchte dich jetzt bitten, Jesus, dass du in diesem Land anfängst neu regieren, dass du Herzen kehrst und rufst, Jesus. Dass auch da dürfen Menschen aufstehen und sagen, du bist König und dir könnt anfangen nachfolgen. Und zwar in grossen Mengen. Jesus, schenk du eine Erweckung, ein neues Umkehren zu dir heim, dass du neu regieren und dass deine Gebote maßgebend sein bei uns in diesem Land, Jesus. Dass deine Segensströme fließen da bei uns. Jesus, ich bitte dich, komm du und wirk du neu in der Schweiz. Du das Land für dich in Anspruch nehmen. Und du, was wir uns nur erträumen können, so wie du es in anderen Ländern auch schon da hast, tust du auch da, Jesus. Du bist der gleiche in Afrika wie auch da in Europa. Ruf du Menschen in deine Nachfolge. Und alle, die einverstanden sind, können mit mir zusammen sagen, Amen. Amen. Danke vielmals. Ich möchte euch, jetzt machen wir einen Gangwechsel, jetzt geht es um ein anderes Thema. Und zwar möchte ich euch heute ein Schaufenster auftun. Ich möchte euch ein Schaufenster präsentieren und einen Einblick geben, einen Überblick geben über Geistesgaben. Wir sind in dieser Serie im Find's raus, sein Plan für dich, sind wir unterwegs, der 3. Schritt, wir sehen das immer wieder in unserer Jüngerschaftsnachfolge. Und heute am Morgen geht es darum, hey, was sind Geistesgaben und wie funktionieren die ganz genau. Ich habe für euch eine Einsicht vorbereitet. Und zwar fangen wir an mit einer Definition. Was sind Geistesgaben? Wir gehen über zu der Frage, welche, was gibt es für Geistesgaben, die wir miteinander anschauen. Wir gehen darauf ein, wie können wir Geistesgaben bekommen, wie können wir die entdecken. Und die wichtigste Frage zum Schluss, warum sollten wir uns mit dem Thema überhaupt auseinandersetzen, von den Geistesgaben. Das ist der Überblick von dem heutigen Morgen, von dem Schaufenster, das ich euch möchte auftun möchte. Es ist nicht so, dass wir jeden Sonntag über Geistesgaben reden, aber heute möchten wir uns spezifisch auf das Thema fokussieren. Und ich gehe davon aus, oder ich glaube, dass wir ganz viele Fragen haben, wenn es um das Thema geht, von der Geistesgaben. Und wir sind übrigens nicht die Ersten in der Geschichte von der Christenheit, die Fragen haben zum Thema Geistesgaben.
Korinther zum Beispiel haben ganz viele Fragen gehabt. Es war ein riesiges Thema und der Paulus hat glücklicherweise sich lange Zeit genommen, um auf ihre Fragen und Anliegen einzugehen. Im 1. Korinther 12, Vers 1 lesen wir: Liebe Brüder und Geschwister, ihr habt in eurem Brief die Gaben angesprochen, die Gottes Geist schenkt. Darüber sollt ihr nun genaueres erfahren. Also ihr dürft euch heute Morgen fühlen wie die Korinther, die vielleicht Fragen haben, die wissen, hey, wie geht das genau, was ist das, wie funktioniert das? Glücklicherweise dürfen wir die Fragen stellen und glücklicherweise gibt die Bibel Antwort auf diese Fragen. Und ich möchte heute Morgen das Schaufenster auftun. Also zuerst mal Wortdefinition. Woher kommt überhaupt das Wort Geistesgabe? Und in der Bibel sehen wir, dass dort 2 Wörter gebraucht werden, zum Geistesgabe zu beschreiben. Das sind auswechselbare Wörter. Also Paulus braucht sowohl das eine als auch das andere und beschreibt damit das Gleiche. Das eine Wort ist Charismata und bedeutet Gnadengabe. Also das muss man sich vorstellen wie ein Weihnachtsbaum, wo ganz viele Geschenke drunter liegen. Und die Geschenke, die da unter dem Weihnachtsbaum parat sind, vorbereitet, verpackt und schön präsentiert sind für uns, das sind Charismata. Das sind die Geschenke, die Geistesgaben, die der Geist uns will geben. Und das zweite Wort, das gebraucht wird, ist Pneumatika. Und das bedeutet vom Geist. Also um die Quelle ganz klar machen, woher kommen die Geschenke. Die sind nicht einfach irgendwie da halt oder aus uns selber daraus raus, sondern es ist deutlich, die Quelle der Geistesgaben ist der Geist Gottes. So viel zu der Wortdefinition. Dann geht der Paulus weiter im Korintherbrief. Wir werden sehr eng im 1. Korinther 12 und 14 unterwegs sein heute Morgen. Er geht dann weiter und er sagt zu den Korinthern, wir müssen das noch ein bisschen verstehen, Korinther haben sehr einen grossen Hunger gehabt nach dem Geistlichen oder nach dem Übernatürlichen. Also Korinth war auch eine Stadt, die war voll von Götzentempeln. Und es hat ganz viel auch Kultpraktiken gegeben. Also es ist eine Gesellschaft, die sehr geistlich geprägt war und sehr geistlich unterwegs war. Und das hält der Paulus auch fest. Ihr wisst, dass es euch mit unwiderstehlicher Gewalt zu den stummen Götzen gezogen hat, als ihr noch keine Christen wart. Ich erkläre euch aber ausdrücklich, wenn ein Mensch geleitet von Gottes Geist redet, kann er nicht sagen, verflucht sei Jesus. Und keiner kann bekennen, Jesus ist der Herr, wenn er nicht den Heiligen Geist hat. Also Paulus macht am Anfang klar, hey, Geistesgaben dürft ihr nicht verwechseln mit dem Okkulten, mit den Götteranbetungen, mit den Kults, wo ihr drin waren, wo ihr unterwegs sind. Bei den Geistesgaben geht es nicht um Hokuspokus. Es ist nicht irgendwie einfach eine nächste Ebene von Geistlichkeit, so wie ihr das kennt und wo ihr euch vorher hingezogen gefühlt habt, sondern der Geist, die Gaben, die der Geist gibt, sind anders als die Tempelanbetungen, die ihr traditionellerweise kennt. Also er macht es klar, nicht zu verwechseln mit Hokuspokus. Das darf uns auch eine Sicherheit geben. Es ist nicht irgendwie etwas Unkontrollierbares, Komisches irgendwie für übergeistliche Menschen oder so, sondern es ist klar eine Gabe, die der Geist Gottes uns schenkt. Und im gleichen Text lesen wir auch, können wir auch daraus herausnehmen aus dem Vers 3, Geistesgaben sind für alle Christen. Es ist nicht nur für übermotivierte Christen, sondern das ist für alle Christen. Weil keiner kann bekennen, Jesus ist Herr, wenn es ihm nicht vom Geist gegeben ist. Und keiner kann Jesus nachfolgen, ohne zu bekennen, Jesus Christus ist Herr. Und daraus können wir schliessen, die Geistesgaben sind für alle Christen da. Das ist ein Geschenk, das wir alle dürfen haben. Also, ihr dürft euch fühlen wie Kinder, die zum Weihnachtsbaum kommen und sehen, wie die Geschenke für euch vorbereitet sind. Und dann weiter, das hat auch einen Zweck, die Geistesgabe. Im 1. Korinther 12, Vers 7 können wir lesen, wie auch immer sich der Heilige Geist bei jedem Einzelnen von euch zeigt, seine Gaben sollen der ganzen Gemeinde nützen. Also Geistesgaben sind nicht geschenkt zur Selbstpromovierung. Es ist nicht dazu da, dass wir uns übergeistlich darstellen können.
Ist nicht gedacht, um sich selber auszuzeichnen als ein geistlicher Christ, sondern die Gaben sind dazu da, dass die Gemeinde, der Leib Christi, auferbaut wird. Das ist der Grund und der Zweck der Geistesgabe. Es ist dazu da, dass die ganze Gemeinde davon profitieren kann. Also so viel mal zu der Definition, was sind Geistesgaben, wenn ich jetzt den Rest der Predigt über Geistesgaben rede. Das müssen wir im Kopf behalten. Es ist kein Hokuspokus, es ist für alle Christen und es ist zum Dienst an der Gemeinde gegeben. Jetzt geht es dir vielleicht ein bisschen wie mir das gegangen ist. Als junger Christ aufgewachsen und zum ersten Mal mit Geistesgaben so konfrontiert und gehört, aha, es ist ein Geschenk. Und als Kind kennt man das. Man kann zwar ja schon eine Liste schreiben, oder, mit allen Sachen, die man sich wünscht, aber was dann auspackst unter dem Weihnachtsbaum, das kann ja dann manchmal ganz anders sein, oder? Manchmal ist es ja dann schon das Velo, das du schon immer hast wollen, aber manchmal sind es dann halt eben auch die gelismeten Socken von der Großmutter, oder? Und ich habe immer gedacht, als Christ, ja gut, mit Geistesgaben funktioniert es ein bisschen ähnlich wie halt mit diesen Weihnachtsgeschenken, oder? Ein paar haben halt Glück und die bekommen die krassen, die guten Geistesgaben, oder? Und andere bekommen dann halt eben die gelismeten Socken und haben jetzt die Gabe vom Dienen und vom Aufräumen und vom Putzen, genau. Das ist ein Missverständnis. Und die Bibel macht es klar, nein, das ist nicht, wie es mit diesen Geistesgaben geht. Es ist nicht eine himmlische Lotterie, wer jetzt welche Geistesgaben bekommt und man hat dann gefälligst zufrieden sein mit dem, was man jetzt halt bekommen hat. Sondern das ist eine spezielle Art von Geschenk, nämlich ist es ein Geschenk, wo wir uns danach sehnen sollen und wo wir uns ausstrecken sollen und wo wir dafür fragen und wo wir erbitten sollen. Im 1. Korinther 14, Vers 1 schreibt der Paulus: Strebt aber nach den Gaben, die der Geist Gottes gibt. Strebt nach diesen Gaben. Sehnet euch nach denen. Das ist nicht einfach, ja, ich bin jetzt halt da und ich bekomme jetzt irgendetwas, sondern wir sollen uns nach diesen Gaben sehnen. Wir sollen uns danach streben, ausstrecken. Mehr noch, vor allem danach in Gottes Auftrag prophetisch zu reden. Also es ist nicht so, hey, du hast jetzt halt Gabe von der Prophetie und ja, Fabian leider nicht. So läuft es nicht, sondern auch der Fabian kann sich nach dieser Gabe vom prophetischen Dienen ausstrecken und nach dieser Gabe spezifisch fragen. Also es ist nicht einfach eine himmlische Lotterie und du hast das und du hast das und das war's dann, sondern wir sollen uns nach diesen Gaben ausstrecken und wir sollen uns nach denen sehnen. Also was gibt es denn alles für Gaben, die der Geist so gibt? Was ist das denn? So, da kommen wir jetzt zu der Frage, welche Gaben gibt es denn alles? Im 1. Korinther 12 macht der Paulus eine Liste. Ich habe euch die schnell rausgeschrieben, einfach, dass wir mal so eine grobe Ahnung haben, was es denn so alles gibt. Welche Gaben gibt dann der Heilige Geist? Er gibt Weisheit, er gibt Erkenntnis, er gibt Glauben, er gibt Krankenheilung und weil ich nur noch 15 Minuten Zeit habe, rede ich jetzt doppelt so schnell. Nein, ich tue einfach nicht jede einzelne Gabe erklären und erzählen, was es alles gibt, sondern wir gehen jetzt einfach da schnell die Liste durch, dass wir eigentlich so eine grobe Ahnung mal haben. Es gibt Wundertaten, Krafttaten, es gibt prophetische Gaben, es gibt Gaben von der Geisterunterscheidung, es gibt Gaben von der Zungenauslegung und es gibt die Gabe von der Zungenrede selber. Das ist die Liste nach 1. Korinther 12. Also die Frage ist jetzt, okay, sind das alle Geistesgaben, die es gibt? Nein. Der Paulus macht noch andere Listen und er macht es deutlich, die Gaben vom Geist sind mega, mega vielfältig und breit. Und weil wir heute nicht ewig Zeit haben, habe ich euch hinten am Ausgang so ein kleines Dossier zusammengestellt. Da drinnen habt ihr noch ganz viel mehr Geistesgaben, die es noch gibt. Einfach mal aufgelistet mit Bibelstellen für euch, zum selber nachschauen. Also wenn es euch interessiert und wenn ihr euch mehr beschäftigen wollt in eurer eigenen Zeit, dann könnt ihr das mega gerne da hinten beim Ausgang mitnehmen. Ich habe jetzt mal 30 Kopien ausgedruckt. Wenn ihr dann noch mehr braucht, kann ich natürlich noch mehr drucken. Aber dort habt ihr mal einfach eine Übersicht von all diesen Gaben, die in der Bibel erwähnt werden, mit einer kurzen Bezeichnung, was es ist, und mit Bibelstellen für euch zum selber nachschauen
und selber studieren, dass wir einfach mal eine Ahnung haben, hey, welche Geistesgaben gibt es denn überhaupt? So alles. Was kann man denn überhaupt haben, oder? Was gibt es da alles für Geschenke unter dem Weihnachtsbaum? Dann, wie bekommt man dann so Geistesgaben? Wie funktioniert denn das ganz genau? Oder? Jetzt habe ich mich mal informiert, habe das studiert, habe das gelesen. Wie bekomme ich persönlich die Geistesgaben? Und da denke ich, das Erste und das Wichtigste bei den Geistesgaben ist, dass wir uns anfangen sehnen nach Geistesgaben. Dass wir anfangen beten für die Geistesgaben. Dass irgendetwas in uns drinnen anfängt zu sagen und zu schreien, ich will das. Ich will mehr von dem. Ich will erleben und sehen, wie die Geistesgaben zur Entfaltung kommen in mir persönlich. Es fängt alles an mit einer Sehnsucht nach diesen Geistesgaben. In meinem Leben war das mit 16 jemand, wo wir angefangen haben, in der Jugend für das Freaks at Works beten. Wir haben uns als Jugend immer getroffen, 1 Stunde, jeden Donnerstagabend haben wir miteinander gebetet. Und dort drinnen ist eine Sehnsucht in mir entstanden und die ganz vielen anderen, die auch dabei waren, die dort waren, einfach nach diesen Gaben von dem Heiligen Geist mehr zu bekommen, mehr zu sehen, mehr zu haben von dem. Wir haben uns jede Woche 1 Stunde Zeit genommen und haben spezifisch gebetet, dass Gott doch anfangen zu wirken in der Region und in dieser Stadt Baden-Wettigen drinnen. Und als Nebeneffekt ist auch der Wunsch nach Geistesgaben in uns gewachsen. Wir haben angefangen zu merken, wie plötzlich die Geistesgaben zur Entfaltung gekommen sind und wie wir einfach plötzlich angefangen haben, mehr bekommen, mehr lernen und Wort von der Erkenntnis haben, angefangen haben, anders beten, tiefer und einfach wie plötzlich dort drinnen etwas entstanden ist. Es hat alles angefangen mit einer Sehnsucht nach mehr. So wie es der Paulus schreibt, strebet nach diesen Gaben. Mit dem fängt es an. Und das Zweite ist, man muss dann dem auch anfangen, Raum geben. Es braucht Platz, dass sich die entfalten können. Und das ist mitunter etwas von dem, was uns schwierig fällt als Schweizer, Kontrolle ein bisschen abzugeben. Einfach sagen, okay, Heiliger Geist, fang du an wirken. Du bist am Steuer und du darfst anfangen Raum rein. Jetzt nicht mehr ich immer alles kontrollieren und alles sagen. Du darfst auch ein bisschen Platz anfangen bekommen. Ich glaube, das ist der zweite Schritt, der wichtig ist, dass Geistesgaben sich anfangen zu entwickeln und entfalten in uns drinnen. Es braucht eine Demut unter den Geist Gottes. Eine Demut, die anerkennt, er ist in Kontrolle und nicht ich. Er soll Raum haben, er soll können tun und wirken, wie er will und nicht immer nur ich, wie ich bestimme. Wir müssen anfangen, Raum geben. Und etwas, was wir auch sehen in der Bibel, wie Geistesgaben zur Entfaltung gekommen sind oder wie sie entwickelt worden sind, sehen wir in der Apostelgeschichte 19, Vers 1 bis 6. Dort lesen wir, ich tue das lesen, die Textstelle. Während Apollos in Korinth war, reiste Paulus durch das kleinasiatische Hochland und kam nach Ephesus. Dort traf er einige Jünger. Also es sind Menschen, die schon mit Jesus unterwegs waren. Er fragte sie, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr begonnen habt zu glauben? Spannende erste Frage, wenn man einen anderen Christ trifft. Nein, erwiderten sie, wir haben noch nicht einmal gehört, dass der Heilige Geist schon gekommen ist. Und dann habe ich da ein paar Punkte eingefügt, weil jetzt fängt es an diskutieren und austauschen und lehren über Taufe. Wassertaufe, sind getauft worden, ist die nächste Frage und so weiter und so fort. Und wir sehen dann im Vers 6, nachdem sie das gehört hatten, ließen sie sich auf den Namen des Herrn Jesus taufen. Also jetzt ist eine Wassertaufe passiert. Und als Paulus ihnen die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie. Sie beteten in fremden Sprachen und redeten, was Gott ihnen eingab. Also wir sehen, dass der Paulus mit Menschen ins Gespräch gekommen ist, die an Jesus geglaubt haben, aber irgendwie noch nicht die Geistesgaben bekommen haben oder gar nicht gewusst haben, dass es das überhaupt gibt. Und der Paulus kommt zu diesen Menschen, er legt Hand auf und betet für sie. Für die Erfüllung. Die Menschen haben
auch einen Willen gehabt, sich zu taufen lassen. Da sieht man, dass sie eine Demut gehabt haben, dass sie sich lehren lassen haben und dass jetzt der Paulus ihnen Hände auflegen und für sie hat können beten. Ich möchte euch heute einladen, wir haben unser Team parat, wo möchten für euch ein prophetisches Gebet tun. Sie möchten hören für euch. Wenn du jetzt merkst, hey, da ist etwas in mir, ich möchte gerne mehr, ich möchte gerne, dass mir jemand Hand auflegt und für mich betet, dann könnt ihr das heute am Morgen einfach in Anspruch nehmen. Vielleicht ist das dein erster Schritt, zum Sehnsucht auszudrücken und zu zeigen, mal, ich möchte mehr und ich wage, mich auf die Reise mit dem Heiligen Geist einzulassen. Er soll mich erfüllen und er soll mir Gaben geben, die er für mich vorbereitet hat. Also wie bekommen wir Gaben? Es muss anfangen mit Sehnen, es muss in Demut geschehen. Und wir sehen, dass das Beten und Handauflegen eine Methode war, die in der Bibel gebraucht worden ist und wo nachher der Heilige Geist gekommen ist. Und dann kommen wir jetzt zu der wichtigsten Frage. Die Frage, warum? Warum sollten wir uns jetzt überhaupt auf das Thema einlassen? Warum solltest du anfangen Hunger bekommen nach den Gaben vom Heiligen Geist? Wieso solltest du für dich beten lassen? Wieso solltest du anfangen, das zu studieren? Wieso solltest du dich demütigen und dem anfangen Raum geben, dass der Geist kann dir Gaben geben kann? Und die Antwort ist relativ simpel. Aus der Bibel 1. Korinther 14, Vers 1. Die Liebe soll also euer höchstes Ziel sein. Die Liebe soll euer höchstes Ziel sein. Darum sollst du dich nach Geistesgaben sehnen. Darum sollst du anfangen zu studieren. Darum sollst du anfangen darum beten. Aus Liebe zu deinem Nächsten. Aus Liebe zu deinem Nächsten. Weil ich brauche es, dass du anfängst, deine Geistesgaben einzusetzen. Ich brauche es, dass Menschen zu mir kommen und prophetische Worte für mich haben. Ich brauche es, dass Menschen mir dienen, in ihren Geistesgaben drinnen. Wir alle brauchen das so dringend. Geistesgaben sind nicht, wie wir schon festgehalten haben, etwas für übermotivierte Christen. Nein, es ist etwas, das der Gemeinde dient. Es ist vom Geist Gottes gegeben für uns, zur Auferbauung von uns allen. Darum sollst du dich nach diesen Geistesgaben anfangen ausstrecken. Darum sollst du dich nach dem sehnen, aus Liebe zu deinem Nächsten. Es hat Zeiten gegeben, da habe ich gelebt fast schon von prophetischen Worten, die bei mir ausgesprochen worden sind. In Zeiten, wo es schwierig war, wo ich nicht mehr so mega Motivation hatte und keine Kraft mehr hatte, war es für mich essentiell gewesen, dass andere Christen ihre Geistesgaben eingesetzt haben und angewendet haben. Darum sollst du dich nach dem sehnen, weil ich brauche es. Und der neben dir sitzt, braucht es auch. Das ist der einfachste, klarste Grund, wieso dass wir uns mit Geistesgaben auseinandersetzen. Weil wir brauchen es einfach alle so mega dringend. Und ein weiterer Grund, weil wenn das noch nicht genug ist, ich habe noch einen zweiten Grund, wenn dir das noch nicht gelangt hast. Hey, im 1. Korinther 14, 24 bis 25 lesen wir etwas, was der Paulus so wie als Vision beschreibt oder zeigt. Er schreibt dort: Wenn ihr dagegen alle in verständlichen Worten prophetisch redet und ein Ungläubiger oder Fremder kommt dazu, wird ihn dann nicht alles, was ihr sagt, von seiner Schuld überzeugen und in seinem Gewissen treffen. Was er bis dahin sich nicht selber eingestanden hat, wird ihm jetzt plötzlich klar. Er wird sich niederwerfen, Gott anbeten und bekennen, Gott ist wirklich mitten unter euch. Wenn wir anfangen, unsere Geistesgaben brauchen und einsetzen, dann ist das ein Zeugnis für die Welt. Dann wird die Welt sehen und erkennen, wow, was ist das für ein genialer Gott, der seiner Gemeinde Gaben gegeben hat zum Dienst. Und sie werden erkennen, wow, da gibt es einen allmächtigen Gott im Himmel. Wenn wir anfangen, unsere Geistesgaben einsetzen, tun wir nicht nur unserem Nächsten einen Liebensdienst, sondern wir geben damit auch Gott die Ehre und machen seinen Namen gross. Und schlussendlich ist es ja das, was wir wollen.
Wir wollen, dass Jesus in dieser Region berühmt ist. Und wir wollen werden wie er. Auf das alle Menschen erkennen und verstehen, es gibt niemand wie er. Er ist es. Er ist der König, der alles erschaffen hat. Er ist es, der von Anfang an sich die Welt ausgedacht hat. Und er ist es, zu dem wir eines Tages heimgehen dürfen. Und wenn wir anfangen, die Gaben einsetzen, die er uns gegeben hat, dann geben wir ihm ein Gesicht in unserer Gemeinde. Dann geben wir ihm ein Gesicht in dieser Gesellschaft drinnen. Darum sehnen wir uns doch nach diesen Geistesgaben. Also was kannst du jetzt machen? Ich tue gerne meine Predigten beenden mit einem Aufruf oder mit einer Einladung oder mit einem To-Do für uns. Weil ich glaube, das Wort Gottes ist ja lebendig und das soll etwas bewegen und verändern in uns drinnen. Also was kannst du jetzt machen heute Morgen mit dieser Predigt? Ich möchte dich einladen, fang an zu beten für Geistesgaben. Nimm dir eine Zeit, wo du dich anfängst nach diesen Szenen, spezifisch bewusst. Wenn es etwas gibt, wo du sagst, wow, ja, das möchte ich gerne sehen, dann möchte ich gerne mehr von dem. Fang an zu beten für das. Und zwar nicht einfach schnell ja, wenn du mal willst, könntest du mir ja noch geben, danke, tschüss. Nein, sondern fang an, Sehnsucht zu zeigen. Fang an zu studieren, wenn das dein Einstieg ist. Vielleicht bist du mehr ein intellektueller Mensch, der irgendwie mal muss mit einem Bibeltext anfangen muss. Hey, es ist bereit für dich. Fang an, dich sehnen nach diesen Geistesgaben. Das ist der Aufruf, den ich dir heute Morgen mitgeben möchte. Und so möchte ich jetzt zum Schluss von meiner Predigt für uns beten. Und dann steigen wir zusammen ein in eine Zeit der Anbetung. Die Band darf sich sonst gerne schon mal bereit machen. Ich möchte jetzt zum Schluss mit uns allen beten. Ja, Jesus Christus, wir sehen, dass du König bist. Wir sehen, dass du Gaben geschenkt hast. Dass du einfach in deiner Güte Geschenke für uns vorbereitet hast, die wir auspacken und wir in Anspruch nehmen für uns selber. Und ich möchte dich jetzt bitten, dass du in unseren Herzen da drinnen anfängst, eine Sehnsucht zu wecken nach mehr von dir, nach mehr Wirken von deinem Geist unter uns. Auf dass dein Name berühmt werden in unserer Umgebung, da wo wir sind, Jesus. Dir ist nichts unmöglich, du kannst das Land rufen und in deine Nachfolge bringen. Und wir möchten Teil sein von dem Jesus. Amen. Amen.